Servus und Habidere zu einer neuen Folge von einem Format, das leider immer noch keinen Namen hat. Also, schön, dass ihr wieder dabei seid und erst einmal vielen Dank an alle da draußen, die sie die erste Folge angehört haben über unser kleines Mediabook Special. Ich habe euch ja aufgerufen, es soll jetzt Namen schicken, beziehungsweise Titeln, wie wir mir diese Folge nennen sollen. Großes Lob da draußen. Ihr habt das wahnsinnig gut gemacht. Ihr habt so viele geile Namen geschickt, so viele geile Titel. Und ich bin leider, ich habe mich noch nicht durchringen können. Ich sag's, wie es ist. Es ist so viele geile Vorschläge dabei. Ich brauche leider noch ein bisschen. Und ja, momentan, es wird jetzt wahrscheinlich alle kennen, Weihnachtsstress und Arbeit und hin und her. Da waren jetzt halt leider so die Podcast-Aktivitäten ein bisschen weniger bei mir, aber ich versprich, dass ich bald mit einem Titel rausrück, wie das Format heißen soll. Und an der Stelle kriegt jetzt nochmal eine namenlose Folge zum Format, aber es kriegt auf alle Fälle ein wenig Content von mir, wenn schon keinen Titel kriegt. Und zwar habe ich ein Paket geschnürt gekriegt von der Bush Media Group. Besten Dank an dieser Stelle auf jeden Fall. Mit 3 Mediabooks. Und das wird jetzt quasi, letztes Mal haben wir ein Indeed-Film-Special gehabt. Diesmal war die Push Media Group so nett und hat uns was geschickt. Und zwar die 3 Mediabooks Itsy Bitsy, Prisons und All You Need Is Blood. Cool ist auf jeden Fall, dass wir mir 2 Filme jetzt da im Programm haben, die wir im Hardline schon gesehen haben. Mit dem ersten Film, den wir anfangen, das ist Itsy Bitsy, und den haben wir 2019 im Hardline Filmfestival schon sehen dürfen. Das Coole ist auf jeden Fall, dass der Film im Hardline so finster war, dass man nicht viel von der geilen animierten Spinne gesehen hat, die jetzt die Blu-ray ausgemerzt hat. Und zwar sieht man die Spinne jetzt und die Qualität der Blu-ray ist jetzt um einiges besser als wie die Qualität, die wir mir im Kino sehen haben dürfen. Wir haben nur aus dem Kino raus und haben gesagt, wow, legt die Spinne so toll, dass die ausschauen, aber wir haben ja nichts gesehen davon, weil alles so finster war. Wie gesagt, die Blu-ray ist jetzt auf alle Fälle aufgehellt. Wo es die UHD macht, das kann ich euch leider nicht sagen. In diesem Paket ist nämlich nur eine UHD drin und eine normale Blu-ray. Anscheinend hat es jetzt in der letzten Zeit also durchgesetzt, dass die DVD immer mehr aus den Mediabooks verschwindet und immer mehr Ultra-HDs dabei sind. Aber da ich leider diesen Schritt der Evolution der physischen Datenträger noch nicht gemacht habe, bleibe ich nur auf meiner Blu-ray oder bei meiner Blu-ray, und da bin ich eigentlich immer noch sehr zufrieden mit den ganzen Qualitäten, die man da so geboten kriegt. Ja, ich habe das Mediabook in der Hand, das macht einen stabilen Eindruck. Es ist glänzend von der Optik her, macht einen stabilen Eindruck, ist jetzt nicht genäht wie bei Indeed, aber sehr toll eingeklebt, also es ist wirklich, macht einen sehr wertigen Eindruck. Das Mediabook, das Cover an sich ist, wie gesagt, glänzend, ist jetzt immer nicht so mein Fall, also ich finde es immer cooler, wenn es matt sind und haben dann ein paar so Spotlack-Veredelungen mit drin, ein paar so Nuancen, das macht das Mediabook allerweil ein wenig attraktiver, werde ich fast behaupten. Und aber wie gesagt, das Mediabook, es schaut ja so toll aus. Es gibt 3 verschiedene Covermotive zu Itsy Bitsy und die haben wirklich alle 3 super schön. Gut, dass mir die Push Media Group die Wahl abgenommen hat und hat mir einfach das geschickt, was sie gehabt haben, weil ich hätte mir jetzt da gar nicht entscheiden wollen. Und wie gesagt, was für Cover das noch gibt, könnt ihr ja selber mal googeln oder vielleicht schreibt mir jetzt dann einer Corby noch, wenn ich ihm das schicke. Er braucht nur Bilder und so, und dann vielleicht haut er die Bilder von den anderen Cover dann noch mit rein. Das weiß ich aber nicht, das macht dann unser Corby. Oder auch nicht. Und dann, wie gesagt, dann müsst ihr googeln. Das Mediabook hat wirklich umfangreiches Bonusmaterial mit dabei. Ein Audiokommentar vom Regisseur Mika Gallo, den wir mir im Hardline auch interviewt haben. Der war ein super netter Kerl, der dann leider aber, soweit ich jetzt gesehen habe, keine Filme mehr gemacht hat seit 2019. Finde ich sehr schade, weil das nämlich so ein Kandidat wäre mit ein bisschen einem Budget und wieder mal einer coolen Idee. Kann der bestimmt wieder mal ein schönes Filmchen zaubern. Aber leider hat man seit 2019 nichts
nichts mehr gehört von dem Herrn. Wir haben noch ein cooles Behind-the-Scenes-Feature dabei. Und wie gesagt, in dem 24-seitigen Booklet, das im Mediabook mit drin ist, da haben wir wegen einem Bericht über den Werdegang vom Regisseur Mika Gallo, inklusive am Schluss dann noch ein schönes Interview mit ihm. Leider nicht von uns, von Viva la Movolution, sondern von der Deadline geführt. Was ist denn allerweil los? Es müsste doch da unsere Interviews auch nicht da. Was ist denn los mit der Joli? Dann haben wir noch so ein kleines Special mit drin über Spinnen, Horrorfilme oder Spinnen im Film. Und dann haben wir noch ein kleines Special über die Schauspieler, die in Itsy Bitsy zum Tragen kommen. Der Film selber ist leider nicht ganz, von der Tonalität her nicht ganz ausgewogen. Also auch die Cover-Artworks und Ding, auch die Bilder auf der Rückseite vom Mediabook, die zeigen halt schon viel wilde Szenen und dass man halt meinen möchte, in diesem Film geht's so richtig ab und die Spinne metzelt sich so richtig durch das Geschehen, aber leider legt der Film sehr viel Wert auf das Familiendrama, das er mittransportiert. Und da wird halt leider für meinen Geschmack zu viel Fokus draufgelegt. Also bis die Spinne dann noch mit zum Einsatz kommt, dauert's recht lang. Wenn die aber dann zum Einsatz kommt, werden wir auf jeden Fall belohnt, weil, wie gesagt, die wird hauptsächlich mit praktischen Effekten dargestellt und das ist wirklich toll. Also da haben sie wirklich gezeigt, wo es können und da war ganz stark dann auch der Fokus dann drauf, weil man wahrscheinlich gesagt hat, okay, wir müssen mal eine Geschichte verzeihen und dann muss aber die Spinne auch noch geil ausschauen. Und das haben sie wirklich cool hingebracht, dass die Spinne wirklich super in Szene gesetzt ist, die wirkt bedrohlich. Und macht richtig Spaß, wenn die dann im letzten Drittel zum Einsatz kommt. Im Vorfeld sieht man es zwar dann immer wieder mal und es gibt ein bisschen ein Foreshadowing und es gibt noch eine richtig coole Vorgeschichte quasi, wo die Spinne herkommt und wie die dann quasi in die Zivilisation kommt. Aber das spoilert man jetzt an der Stelle nicht. Fand ich super, aber dann, wie gesagt, nimmt der Film ein wenig einen zu starken Turn in Richtung Familiendrama und der nimmt dem Ganzen dann ganz schön einen Drive. Sehr schade. Also der Anfang und dann das letzte Drittel super stark. Also, wie gesagt, ein anderer sagt wieder, was redst du denn für einen Krampf? Ich finde es das super, dass die Figuren so stark beleuchtet werden und dass man was weiß von einer und dass man mit denen dann mitfiebert. Mir war es fast ein bisschen viel. So viel dann zu Itsy Bitsy. Also an sich ein cooler Film. In dem Jahr sind ja auch 3 Spinnenhorrorfilme rausgekommen. Im Fahrwasser von dem Vermins oder Spiders, wie er bei uns heißt, der jetzt aktuell rauskommt, hat er jetzt eben Itsy Bitsy noch veröffentlicht worden, eben 5 Jahre später, als er eigentlich produziert worden ist, und auch der Sting natürlich. Da haben wir noch eine extra Folge gemacht zu Sting, der Corby und ich, da könnt's auch mal reinhören. Also wenn man dieses Jahr eine Vollbedienung gehabt mit Spinnenhorrorfilmen. Also so viel zu Itsy Bitsy. So, das zweite Mediabook, das ich jetzt da zeige, das ist All You Need Is Blood. Der zweite Film aus den wir im Hardline schon gesehen haben. Das war quasi vom letzten Jahr, glaube ich. Oh, Schiss mit dort. Bin ja wieder super vorbereitet. Der Abschlussfilm, der außerhalb der Konkurrenz gelaufen ist, das war nochmal so ein richtiger Crowdpleaser, sagen die Jungen halt. So ein Rausschmeißer, der jetzt halt nicht irgendwie bei der Preisverleihung berücksichtigt worden ist oder sowas. Das war einfach nochmal so ein Goodie vom Flo an uns, ans Publikum, so ein Rausschmeißer nach 4 Tagen Festival, nochmal so richtige gute Laune und so ein kleiner Absacker. Der Film ist eine australische Produktion und das kennt man. Also er hat von der ganzen Inszenierung her ein Ding, muss man ganz, ganz oft an Braindead denken. Also mir ging's ja so und auch mit den Leuten, mit denen ich nachher nach dem Film geredet habe, denen ist es ähnlich gegangen, dass da ganz viele Parallelen gesehen haben zu Braindead, wobei der Film jetzt nicht annähernd an den Blutgehalt von Braindead herankommt, möchte er auch gar nicht. Also er erzählt da seine eigene kleine Geschichte, so eine Coming-of-Age-Komödie mit Zombies haben sie jetzt ja auch nicht, ja gut, das sind außerirdische Kreaturen oder außerirdischer Virus, der die Leute quasi zu Zombies macht, mit denen sie dann unser Hauptprotagonist, der Bucky, muss sie dann mit Zombies rumschlungen, aber er macht das Ganze sehr intelligent und er möchte sowieso einen coolen Horrorfilm dran. Und warum, sagt er, nimm ich nicht einfach diese Kreaturen her und baue die in meinen Film ein? Billiger kann die Effekte nicht haben, beziehungsweise das Make-up von den Zombies und dann macht man doch da einen coolen Film mit echte Zombies.
Das Ganze ist brutal kurzweilig, hat ein paar coole Lacher mit drin, hat schön schrullige Charaktere mit drin, allen voran die Mina Suvari aus American Beauty und ich glaube American Pie, meine, war es auch dabei. Die macht das super, also die ist ja für keinen Scheiß Split und die macht richtig Spaß. Genau, der Film hat eine überschaubare Laufzeit von 100 Minuten und ist da keine Sekunden zu lang. Das Einzige, was mir jetzt nicht so gefallen hat, war das Ende. Da macht halt auch wieder so eine Referenz auf zu Braindead und zwar haben wir dann auch so eine Kreatur am Ende. Das, wo mir bei Braindead schon gestört hat, dass diese, Achtung Spoiler, am Schluss die Mutter quasi noch mal da rauskommt und dann da so als Kaiju rumläuft. Das haben wir jetzt da in dem Film auch so was Ähnliches. Hätte es meiner Meinung nach nicht braucht, weil er ja bis zu dem Zeitpunkt schon eine richtig coole Zombie-Massenvernichtungsszene drin gehabt hat, die richtig Spaß gemacht hat und dann hätte es eigentlich mehr gar nicht mehr braucht, meiner Meinung nach. Aber bin ich Regisseur, ich kenne mich doch hinterm Vorn nicht aus, was rede ich denn überhaupt? Das Cover-Artwork, sehr cool, gefällt mir brutal gut. Vom Uncle Frank, glaube ich, heißt dieser Künstler, der in der letzten Zeit ganz viel Mediabook-Cover macht und da ein wenig einen frischen Wind reinbringt. Das hat ein wenig so die Ästhetik von diese alte Gespenstergeschichten-Comics. Gefällt mir sehr gut. Das Mediabook selber ist wie eben auch bei Itsy Bitsy komplett glänzend. Wie gesagt, hätte ich auch wieder cool gefunden, ein Matzen-Mediabook mit wegen einem Spotlack, aber wie gesagt, das ist Nörgeln auf hohem Niveau, es liegt gut in der Hand, das ist sauber verarbeitet, ist richtig fett mit 24 Seiten. Wir haben wieder mit dabei die UHD und eine Blu-ray. An der Stelle wieder nochmal gesagt, wie gesagt, die UHD habe ich nicht testen können, aber die Blu-ray, die hat ein sauberes Bild, die schaut schön aus. Zum Inhalt vom Mediabook, da geht es eben allgemein um den Zombie-Film an sich und was sie da so ist entwickelt hat. Dann geht es auch um die Effekte im Film, wird ein wenig was besprochen, finde ich sehr cool, dass man das auch ein bisschen sieht, so ein wenig Behind-the-Scenes-Material und man sieht, wie viel da handgemacht worden ist an dem Film. Und das muss man wirklich zugute halten. Er verlässt sich da nicht stark auf CGI. Alles, was da irgendwie an Make-up ist in dem Film, ist handgemacht. Und das finde ich immer mega, das wirkt und das macht er trägt ganz stark zum Charme von dem Film bei. Also von meiner Seite ist der hochwertigste Film von denen 3, die ich gekriegt habe, gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, es hätte ein bisschen mehr Splatterei sein können an der Stelle, weil ja eben die Vergleiche zu Braindead ja irgendwie automatisch ins Gedächtnis kommen. Aber ich glaube, dass der Regisseur eher so eine gemütliche Coming-of-Age-Komödie machen wollte mit Zombies und das wollte er wahrscheinlich auch nicht zu grob machen. Das kann ich mir vorstellen, weil sie haben da wirklich auch viel, wie gesagt, Fokus auf Effekte gelegt und aber sie wollten es halt nicht wahrscheinlich so ausufern, brutal machen und dass sie da größeres Publikum erreichen können mit dem Ganzen. Es wird sogar das Hardline hinten zitiert, das Kunstblut spritzt hektoliterweise. Kann alles immer sein, auch wenn es immer heißt, ja, das ist der blutigste Film aller Zeiten oder irgendwas, ja, wie bei Evil Dead zum Beispiel, den 2013er Film von Fede Alvarez, was heißt, ja, da waren so und so viele Liter Kunstblut verspritzt worden. Ja, Freunde, aber wenn das vom Himmel kommt, dann zählt das nicht. Es zählt nur, wenn es aus Wunden spritzt. So schaut's nämlich aus. Also von meiner Seite her volle Empfehlung für All You Need Is Blood, macht Spaß und das Mediabook ist ein tolles rundum Sorglos-Paket. Dann habe ich noch diesen Film Prisons, das ist PRI in Prisons, ist in Klammern gesetzt. Warum, weiß ich nicht. Und es kann nämlich sein, dass das im Film aufgeklärt wird, aber es tut mir leid, ich habe den Film vorher jetzt nicht sehen können. Aber ich wollte jetzt mal endlich wieder eine Folge machen und bin leider nicht dazu gekommen, dass ich mir den Prisons einbaue. Aber er hat eine schwere Jugendgefährdung. Er ist Spiel-JK geprüft. Und was ich bis jetzt so gehört habe, soll das ein richtig derber Splatter-Action-Film sein. Ein wenig Low Budget, was ich da so gehört habe und Ding, aber wie gesagt, das kann ja alles, heißt ja, es ist ja immer nichts Schlechtes, wenn es Low Budget ist. Oftmals ist es sogar noch geschickter, weil da hängt halt dann mehr Herzblut drin in dem Ganzen und ich bin jetzt wirklich gespannt, was mich dann bei Prisons erwartet. Was ich auf alle Fälle jetzt da rein vom Mediabook her sagen kann, dass über 90 Minuten exklusives Bonusmaterial mit dabei ist, inklusive ein Splatter-Kurzfilm mit dem Namen Homecoming. Ich bin jetzt richtig heiß, also ich glaube, wenn jetzt das ausschaut, dieses Mikrofon, dann muss ich mir den Film fast anschauen und ich werde die Bewertung vor dem Film dann in unsere Warlex auf alle Fälle nachreichen. Sorry an der Stelle. Das Cover ist wieder von diesem Uncle Frank, macht einen sehr geilen Eindruck, cooles Comic-Cover mit einer richtig derben Splatter-Szene mit drauf, wo man dann auch schon ein wenig ahnen kann, glaube ich, was uns in dem Film dann erwartet.
wenn man der Deadline glauben kann, auf jeden Fall am Mediabook hinten drauf, ein handfestes, blutrünstiges Exploitation-Kino, das volle Brett. Ja, Freunde, ich bin heiß. Hat sie's ja auch? Ich bin gespannt. Das Mediabook ist limitiert auf 2000 Stück. Oh. Gut, dass ich für das alles kein Geld nicht krieg. Zur Vollständigkeit halber sage ich noch, dass das Mediabook von All You Need Is Blood auch auf 2000 Stück limitiert war und Itzy Bitsy, mein Artwork war auf 555 Stück limitiert. Genau, dann wisst ihr das auch. Auch wieder mit dabei die UHD und eine Blu-ray. Dann im Mediabook selber geht's um die Entstehung vom Film. Die Einflüsse, die Macher dazu inspiriert haben, den Film zu machen. Es wird ein bisschen über den Soundtrack great. Ich bin ein Englishman. Also ein cooles Ding, vielleicht ein bisschen dünn, aber ich glaube, wenn das wirklich so ein Independent-Ding ist, wahrscheinlich ist das auch vom Regisseur das Erstlingswerk, da gibt's oftmals nicht ganz so viel an Hintergrundmaterial. Und ich kann ich jetzt zur Geschichte, die lese ich jetzt vor. Das mache ich jetzt, das ist meine Premiere bei Viva la Movolution, dass ich den Klappentext hinten vorlese. Und es sind bloß 2 Sätze. Der frisch aus dem Knast entlassene Jua findet einen Job als Türsteher in einem dubiosen Etablissement. Als dieses von einer Gruppe professioneller Killer überfallen wird, beginnt ein unaufhörliches, blutrünstiges Gemetzel aus Shootouts und brachialen Fights. Freunde, wenn der Film das halten kann, was er verspricht und auch die Battle, die hinter drauf sind, wenn das alles eingehalten wird, dann legt's beim Arsch. Also dann bin ich da dabei. Also, wie gesagt, ich bereiche das noch, wie ich den Film fand. Aber ich glaube, wenn der eine Spiel-JK hat, und in der letzten Zeit ist ja unsere Bundesprüfstelle oder die FSK ja sehr milde gestimmt, und gibt ganz viele Sachen so ab 16 und 18 frei. Und dann, wenn es wieder mal ein Film schafft, der Spiel-JK geprüft ist, da wird man dann schon ein bisschen hellhörig. Da bin ich jetzt gespannt, ob das wirklich so krass ist. Das Mediabook selber ist auch wieder hochglänzend. Liegt schon in der Hand. Wie gesagt, das Booklet ist jetzt ein wenig dünner wie bei den anderen. Aber wie gesagt, wenn jetzt der Film dann das halten kann, was er verspricht, dann kann man das verschmerzen. Wie gesagt, es ist dieser Kurzfilm mit dabei, dieser Homecoming. Dann gibt's noch Intro vom Regisseur, ein Making-of, Interviews mit dem Regisseur und Cast and Crew. Also, ich bin gespannt. Das war's eigentlich von meiner Seite her schon wieder. Nochmal vielen Dank an die Bush Media Group, dass uns die wieder versorgt haben mit geilem Material. Natürlich an euch auch. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Vielleicht gerne Feedback. Wie habt ihr die Folge gefunden? Wollt ihr mehr davon? Schneller, mehrer? Oder sagt ihr einmal im Monat gelangt oder alle 14 Tage? Oder jede Woche? Was weiß ich nicht. So viel werde ich wahrscheinlich nicht zusammenbringen, aber es gibt sich auch mal wünschen. Wie der alte Mo bei der 3. Frühling gesagt hat, in ein Hand kannst du wünschen und in die andere scheißen. Einmal schauen, was für Hint das zuerst voll ist. Nur Späßchen am Schluss. Danke jetzt fürs Zuhören. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, wie das Format heißen soll, schickt es noch raus, macht es mir bitte noch schwieriger, dass ich mir entscheide, weil wir haben ja schließlich nicht zum Spaß da. Also an der Stelle vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören. Servus und Habidere. Bis zum nächsten Mal.